es ist wirklich schön, zu Hause zu sein. Res je lepo biti doma. Amen. Ja, wir haben uns sehr gefreut, Mi vas sva se zelo veselila, dass es endlich wieder geklappt hat, euch zu sehen. da nam je končno pa gratalo vas ponovno vidite. Wir sind in dem 5-Sterne-Hotel Huber. Mi vas sva nameščeni v hotelu 5 zvezdic Huber. Ja, kann ich euch empfehlen, Lepo vam svetujem, dass wir dort wieder abgeholt und abgesetzt worden sind. spet so prišli po najo in naja pripeljali domov. Ich hoffe, euch geht's gut. Upam, da vam ti dobro ide, Die Kinder sind auch da. in do deca Halleluja. so ti. Ja, wir waren dieses Jahr schon ein bisschen unterwegs To leto sem mi dva že malo potovala und mit 88 ist man ja schon über dem Verfallsdatum. in znate, da z 88 letami se že prej roka uporabe. Ihr wisst, und alles, was nach dem Abfalldatum ist, ist nicht mehr so genießbar. In znate, vse, ko je prej roka uporabe, to več ne moreš tako uporabljati. Aber einige sagen, gut, wenn auch das Datum schon verfallen ist, wird die Sache doch noch, kann man noch essen. Ja, Ampak nič te ne pravi, tudi če datum že malo preteče, določene stvari lahko še zaužijaš. ja, die Heidi schmeißt nicht weg, nicht? Und, sagt, Ajde se ne vržeš, če se to je datum preteče kraj. und so geht es mir. In to, kar ti zmejal, Ja, Gnade Gottes, Gnade Gottes, Gnade Gottes. Božja milost, Božja milost. Ja, ich bin gefragt worden am Geburtstag, was waren deine schlimmsten Erfahrungen? In mene so pitali za moj rojsten den, ko so bile tvoje najbolj slabe izkušnje. Ja, aber ich lebe noch. Živim še. Halleluja. Wir waren dieses Jahr in Sibirien V tom letu so bila v Sibiriji. und es ist heute nicht leicht, nach Russland zu kommen. Znate, gnezdi je neenostavno priti v Rusijo. Früher sind wir knapp 3 Stunden von Frankfurt nach Moskau. Včasih smo nicali 3 ure iz Frankfurta do Moskve. Heute fährt man 8 bis 10 Stunden. Man muss erst in die Türkei Gnez, potem und da počneš ein paar Mal 8 umsteigen. 8 do Dann nach 10, Moskau und dann ja. 8 do 10 ur do Moskve, ker moraš najprej v Turčijo in od Turčije pa naprej gor. Aber wir haben es gemacht und wir kamen nach Omsk. Ampak mi so to na pol šlo in so prišli v tej kraj Omsk. Dort hatten wir unsere Konferenz und ungefähr vor 30 Jahren haben wir da begonnen. To so imeli zu našo konferenco in evangelisieren. približno pred 30 leti smo tam začeli evangelizirati. Und die Zeit war nicht ganz einfach. Čas je ne bil enostaven. Krimhilde hatte Krebsoperation gehabt Krimilda je njena prva žena imela operacijo za roko und sie konnte nichts tragen. in ne je mogla nič nositi. Und ich war damals wie ein alter Mann an 2 Krücken. In takrat, ko sem ga bil tam, sem bil tako starček z 2 bergljama. Ich habe im Rollstuhl gesessen Sedel sem v vozički und konnte auch nichts tragen. in tudi jaz sem nikaj ne mogel nositi. Und so haben wir alles Gepäck in den Flugzeug abgegeben. Tako smo super tljago dol na letalo. Und als wir ungefähr 3 Wochen später wieder in Deutschland ankamen, Tako da so približno 3 tedne kasneje spet prišli nazaj v Nemčijo, haben wir unser Gepäck bekommen. sva te dobila svoj prtljago komaj. Und das war nie nachgekommen nach Russland mit Aeroflot. Aha, prtljago, ki so jo dali na letalo v Nemčiji, je nikdar ne v Rusijo za nama prišla, ampak so jo naslednji domov poslali. Und ich hatte weder eine Bibel mit, noch Notizen, war alles im Koffer. Jaz sem niti ne imel Biblije, niti svoje zapiske, vse je bilo v kufre. Und ich hatte jeden Tag 3-mal zu predigen. In vsak dan sem mogel 3krat predgati. Wir hatten ein Team von Leuten mit und so haben wir auf der Straße gesungen. Tako smo imeli tudi eno skupino ljudi, na ulici smo popevali in evangelizirali. Vielleicht habe ich schon erzählt, dass wir gesungen haben, Šašlik, Šašlik, tot narod. Mogoče sem že dopravil, ko smo popevali šašlek, šašlek, tot narod. Ja, und das heißt Šašliv, Šašlev ist. Šašliv,
Znaš po Šašlov, ne znam prusko. Ja, nein. Okay, das eine heißt fröhlich, fröhlich ist das Volk. Šťastliv, glücklich. Srećni su ljudje, ja. Ja, und das andere heißt eben Schaschlik. Ja, das wisst ihr. In šašlik pa poznamo, ne, tisto, ko se gej, ne. Auf jeden Fall, die Leute sind in die Versammlung gekommen, sie gehört haben von Schaschlik. Torej, ljudje so prišli v cerkev, ker so mislili, da tam šašlik dobijo. Und als wir jetzt da waren, In zdaj, da smo bili paton, ja, sagt der Pastor, damals habt ihr 3 Gemeinden begonnen bei uns je hier pastor in prav, Omsk. takrat ste začeli v naših krajih z 3 cerkvami. Denn Omsk ist eine sehr lange Stadt, am Fluss entlang, fast 50 Kilometer. Omsk je eno veliko mesto, kraj reke, skoraj 50 km dolgo. Und so hatten wir an 3 Plätzen evangelisiert. To smo takrat to na 3 mestih evangelizirali. Und der Pastor sagt, preis dem Herrn, In pastir je prav, slava Gospodi, heute haben wir 50 Gemeinden. Danes imamo 50 cerkva. So, der Einsatz war nicht vergeblich. Torej, naše poslanstvo ali naše delo to je ne bilo zaobstvon. Ja, das Wort Gottes funktioniert. Božja beseda deluje. Und danach, ich werde noch anderes über Sibirien erzählen, Povem še par drugih stvari kasneje v Sibiriji. aber danach, über Ostern, waren wir in Afrika. Za vizem pa so bila v Afriki. Und wir haben dort einen Missionar, ein Ehepaar, die dorthin gegangen sind, Und du- Gemeinde Jesu bauen. In to imamo en misionarski par, ki sta šla tja in to delata, gradita cerkve. Und natürlich ist Afrika nicht Russland und auch nicht In, Österreich oder Deutschland. in seveda Ist Afrika je anders. ne Rusija, niti ne Nemčija ali Avstrija, to je Da drugače. ist leichter zu evangelisieren. Die Da- Heidi wird uns das gleich erzählen. To onda je bolj enostavno evangelizirati in kasneje vam povemo. Aber als wir jetzt da Ostern waren, Ampak da smo bili za vizeton, da hat uns der Missionar gesagt, ja, wir haben einen besonderen Segen bekommen. in te misionar pravi, ja, res sem, dobili smo en poseben blagoslov. Einer, unser Gemeindeältester, Eden od naših starešin v cerkvi der ist berufen worden, Polizeichef zu werden. je bil pozvan, kada je šef policije. Und Lusaka ist eine Millionenstadt. In Luzjaka, to je en kraj, 4-milijonsko mesto. Und die Leute zahlen viel Geld, so einen Posten zu bekommen, Polizeichef zu In werden. ljudje plačajo dosta penas, da bi takšen položaj dobili. Aber die Regierung hat ihren Gemeindeältesten genommen, weil sie einen ehrlichen Polizeichef haben. Ampak vlada je vzela njihovega starešina iz cerkve, ki so želeli imeti pravičnega šefa policije. Habt ihr, ist jemand von euch Je Polizeichef? što je von od vas Nuskova? tu kakšen policajac? Ne, Ihr habt noch überhaupt keine Polizei hier in Nuskova. vi brauchen keine Polizei. Ja, siehst Mi ne du. nutzamo pri nas policije. Ne. Siehst du, aber Lusaka braucht einen und da haben sie In v Luzaki einen nucajo enega Gemeindeältesten in genommen. to imajo za starešina je šef policije. Und er sagte nicht nur das, dass sie einen genommen haben von uns. Ne samo to, ko so vzeli enega od nas, Einen zweiten Gemeindeältesten hat der Präsident genommen und ihn zum Staatssekretär für Gesundheit gemacht. enega drugega starešina z naše cerkve je pa predsednik vlade vzel in ga je napravil za tajnika za zdravstvo. Halleluja. So, jetzt wisst ihr, wofür die Welt uns braucht. Zdaj znate, zakaj nas svet nuca. Wonach sie gucken. Wo sind ehrliche, wahrhaftige Leute? Po čem svet gleda ali hrepeni, kje so iskreni ljudje? Halleluja. Das sind wir. To smo mi. Sag mal, das bin ich. To sem ga, povej sem sebe. Ich bin bereit. Jaz sem pripravljen, da bom šef policije. Polizeichef von Nuskova zu Ja, bom werden. šef policije v Nuskove. Aber noch besser ist, wenn man die gar nicht braucht erst. Še boljše pa, če sploh nicaš. Wahrscheinlich, weil dann Nuskova ein Polizeiauto kaufen muss und bezahlen. Ja, ker ti je mogla Nuskova policijski avto kupiti, pa bi ne mogli plačati. Okay, Heidi, erzähl mal, was passiert ist. Hajde, boš ti povedal. Ja, die Frauen verändern die Welt. Ženske spreminjajo svet. Also wir haben auch der Welt viel zu sagen als Christen. Mi kot kristijani imamo sveti dosta povedati. Nun ja, ich reise ja immer mit, Waldemar.
Seveda jaz vedno potujem z Valdemarom. Und wir waren eben dann in Sambia über Ostern, wie er sagte. In kot je že povedal, sva čez praznike, velikonočne praznike bila v Afriki. Waldemar ist ja jemand, der geht immer gerade. Predigen, die Gemeinde, die Gemeinde, die Gemeinde und dann können wir nach Hause fahren. Haben wir alles gemacht. In Valdemar je vedno takšen, ki vedno ide naravnost. V to cerkev, v to cerkev, v to cerkev in da to opravi, sta se opravila in ideta domov. Also ich denke schon manchmal ein bisschen anders. Ampak jaz včasih razmišljam malo drugače. Ich sage, wenn wir bis Sambia fahren, dann möchte ich mindestens aber 3 Tage Urlaub haben in Afrika. In sem pravila, če že ideva v Zambijo, bi rada imela vsaj 3 dni dopusta tam. Wir machen ja keinen Urlaub von Gott, Zato, ker mi si ne vzamemo dopusta od Boga. aber Gott sagt auch, es ist nur Ruhe vorhanden. Wir müssen uns auch mal ausruhen, wir dürfen auch mal was Schönes erleben. Ampak sam Bog nam pravi, da si moramo vzeti čas dopusta, da se spočinemo. Naja, und dann habe ich eben ein bisschen gekämpft und habe gesagt, 3 Tage möchte ich haben, wo wir 2 allein sind und ich habe was gebucht dort, ganz in der Nähe von Lusaka, war nur 15 oder 20 Kilometer entfernt. In če gli sem se mogla malo za to boriti, sem tu rezervirala eno mesto, kjer sva bila 3 dni samiva, samo ko sva počivala. Das war wirklich wie ein kleines Paradies dort. In tam je bilo resno kot v paradizi. Alles so im Wald und Wiesen und die Tiere kamen dort früh schon. Tam je bil les in tiste polja in živali so v gojno prišle do tebe. Ja, und die Häuser waren so sauber. Ich habe nie so ein schönes Bad in meinem Leben gehabt wie dort. Groß und wunderschön alles. In hiše, štiri so bile tako čiste. Nikdar v življenju sem ne imela takšno lepo kopalnico kot tam. So, eine junge Frau, ein junger Mann, die haben uns dort die Koffer getragen, haben uns in diese Rundhütte gebracht, alles so strohgedeckt. In tam sta bila dva mlada mož in žena, štera sta nosila najne kufre in sta najo pospremila v eno takšno lepo hišo, štera je bila pokrita z slamo. Ja, und als wir dann so ein bisschen uns unterhalten mit denen, die fragen, braucht ihr noch was? Hier ist Ventilator, da ist das, wie das halt so in Hotels auch ist. In teda sva se malo z njimi pogučavala in sta nam pravila, če še kaj nucate, tu je ventilator, tam imate druge stvari, vse sta nam razkazala. Dann sagt Waldemar, na, wie war denn der Ostergottesdienst? Seid ihr Christen? Wart ihr im Gottesdienst? In te je Valdemar njima povedal, no kako je pa ti bilo na velikonočnem bogoslužju, sta vidva kristjana, hodita v cerkev. Und dann sagt die junge Frau, ja, wir sind Christen, aber wir konnten nicht in den Gottesdienst gehen, wir mussten arbeiten hier. Ja, midva sva kristjana, ampak žal ne sva mogla iti v cerkev, zato ker sva mogla delati. Naja, sagt Waldemar, wir können ja hier noch einen Gottesdienst nachholen. In te je Valdemar povedal, se pa leko to bogoslužje mi tu ponovimo. Dann haben sich die beiden gefreut, wirklich? Könnten wir einen Gottesdienst hier machen? In sta se ta dva mlada človeka tako razveselila, resno, leko imamo bogoslužje tu. Ja, wir würden gern, aber wir dürfen nicht mit Gästen zusammen zu eng sein. Wir müssen Abstand nehmen. Ja, miva bi bila fejs veseljiva, če bi leko to napravili, ampak znate, miva ne smiva imeti tesnega stika z vami kot obiskovalci. Da hat sie mir ihre Telefonnummer gegeben und sagt, ich rufe dich an, ich bereite was vor. In dala mi je njeno številko ta ženska in je zihamincu je gesagt. Ja, wir haben Telefon. In sta si izmenjali številke in ste pravili, pozovite in se čujemo, ko bomo napravili. Und dann hat sie angerufen und hat gesagt, ich hole euch morgen um 10 Uhr ab. Wir gehen so ein bisschen hinten rum, dass uns niemand unbedingt sieht. In te je ona na drugi dan pozvala in je pravila, pridem jutro po vas okoli 10, šlimo malo tako okoli, ki nas nišči ne da vido. Ja, und dann sind wir mit ihr gegangen und wir haben gestaunt, was wir gesehen haben.
In te sva mi dva šla z njima in sva bila začudena, ko sva videla. Unter einen großen, großen Baum haben sie eine große Plastikplane gelegt. In pod eno veliko drevo so položili plastiko. Dann haben sie hier 2 Stühle vorne hingestellt. Die waren noch mehr rot wie dies. Ganz rot. In tam So. so doj postavili 2 stolca, štereva sta bila bolj rdečiva, kot moja bluza. Vor diesen 2 Stühlen war ein kleines so ein kleiner Tisch. Da lag eine englische Bibel drauf. In pred tema 2 stolcama je bil en mali sto, na štero je ležala ena Biblija. Und dann hat sie gesagt, bitte setzt euch dort auf die Stühle. In te je ta gospa pravila, prosim, doj si sejte na ta 2 stolca. Ich gehe noch schnell ein paar Leuten Bescheid sagen, dass sie kommen. In jaz smo hitro šla in par ljudem povem, ka naj pridejo. Und ganz schnell hatten wir vielleicht so 20 Leute dort sitzen. In te kar na hitro je se našlo 20 ljudi, šteri so tam že Vielleicht, sedeli. es waren auch ein paar Kinder, es waren vielleicht 6 Frauen, 2 Männer, der Rest war Kinder. Bili so tudi deca, leko bi pravili 6 žensk in 2 moška, ovo pa deca. Wir haben uns vorgestellt, wir haben gesagt, wir möchten Gottesdienst mit euch machen. In tako sva se mi dva predstavila in sva povedala, mi bi radi z vami imeli bogoslužje. Was könnt ihr für Lieder singen? Štere pesmi znate Und dann fingen popevati. sie an. In te so oni začeli. Afrikanisch Afrikanske haben wir Gott gelobt. smo slavili Boga. Und Waldemar hat gepredigt In Valdemar je tam pridigo, und ich durfte ihnen auch ein bisschen was erzählen. tudi jaz sem leko kaj njim Wir povedala. hatten richtig einen guten Gottesdienst. In smo imeli res dobro Wir waren bogoslužje. so gesegnet. Smo bili tako Und da haben blagoslovljeni. sie gesagt, das war so schön, können wir nicht nochmal. In oni so pravili, to je bilo tako lepo, leko še to inak ponovimo. Und dann haben wir am nächsten Tag wieder Gottesdienst gemacht. In te smo naslednji dan ponovno imeli Dann kam bogoslužje. unser 3. Urlaubstag, haben wir wieder Gottesdienst In na gemacht. najni treći dan počitka smo ponovno Und imeli immer kamen so bogoslužje. ein paar mehr Leute. In vedno je prišlo več ljudi. Leider konnten gar nicht alle kommen, weil viele ja arbeiten mussten, auch im Hotel dort und so. Ne? Žal ne so mogli vsi priti, zato ker so mogli delati. Aber wir haben dann den Missionar angerufen und wir haben gesagt, hör zu, wir haben Gemeinde gegründet hier, jetzt braucht es Betreuer. In te sva pozvala toga misionara in sta pravila, poslušaj, mi smo ravno kar ustanovili novo cerkev in oni zdaj tu nicajo nekoga, što je za to cerkev skrbel. Und dann als er uns abgeholt hat, hat er gleich einen Diakon mitgebracht. In te, da je prišel po naju, je sjel v pripelo enega diakona. Und der wohnt nicht weit von dort, ganz in der Nähe, hat gesagt, ich kümmere mich um diese Leute. In te diakon ne živi daleč stran od toga mesta in je pravo gemo skrbel za to cerkev. Und jetzt haben sie jede Woche Gottesdienst, In einfach zdaj, in der Woche mal. in zdaj imajo tam vsaki keden bogoslužje, enkrat na keden vsaj. Diese nette junge Frau, die das alles so schön arrangiert hatte, die hat mir ab und zu Fotos geschickt, immer einen Film geschickt. In ta prijazna ženska, štera je vse to pripravila, mi vsaki toliko časa pošle kakšno fotografijo ali film. In der Missionsstation waren 2 deutsche Mädchen, die machen dort so ein Praktikum 1 Jahr, die sind jetzt auch mitgegangen dorthin. In tam na misijskom centru si te 2 dekle iz Nemčije, štere tudi zdaj tam pomagate v toj novoj cerkvi. Und arbeiten dort auch mit den Kindern, machen Sonntagsschule, sowas. Pomagate z decov in imajo verouk. Im Urlaub kann man auch Gott dienen. Na dopusti leko tu služimo Bogu. Und das war sehr schön. In to je bilo zelo Ich lepo. denke, das kann uns auch alle ermutigen, auch im Urlaub die Augen offen zu haben. Wo können wir Gott dienen? In jaz mislim, da nam je to ena velika spodbuda, ko imamo na dopusti, odprete oči in gledamo, kje leko služimo. So waren wir so beschenkt dort. In tako sva bila bogato obdarjena. Das tam. war wirklich so ein Erlebnis, was man dann nicht vergisst. In to je bilo eno doživetje, šterega tako enostavno ne pozabiš. Ja, hoffen wir, dass das hier auch so geht.
In upamo, ko tudi pri vas to tako ide. Es ist natürlich alles hier in Europa schwierig. Wir wissen das ja auch. Mi znamo, kaj je tu v Evropi dosta bolj žmetno delati. Aber es ist schön in Afrika, die Menschen haben Respekt vor Gott. Ampak lepo je v Afriki, kjer imajo ljudje spoštovanje do Boga. Wenn man sie anspricht, sie reagieren und sagen, ja, ich bin auch Christ oder so. Also man kann sich gut auch mit ihnen unterhalten. Da jih nagovoriš, oni povejo, ja, jaz sem kristjan in se leko z njimi pogučavaš o krščanskih stvarih. Und man kann wirklich sagen, jeder Zweite sagt, ja, ja, ich bin Christ, ich bin Baptistgemeinde, ich bin Pentekostel, Charismatik und so weiter. Ne? Sind in viele, Afrika. viele Christen, ja. In Afriki so skoraj vsi kristjani pravijo, jaz sem v baptistični cerkvi, jaz sem v tej cerkvi ali drugi cerkvi. Ja, und das ist natürlich, da ist es schon ein bisschen einfacher. In je dosta bolj enostavno se pogučavati z njimi tam. Aber ich denke, Gott wird auch hier bei uns noch was tun. Ampak jaz mislim, da Bog da tudi pri nas nekaj napravo. Ne? Wir bleiben dran. Amen. In ostanimo zvesti. 3 Tage Urlaub, 3 dni dopusta, 4 Versammlungen, 4 bogoslužja eine neue Gemeinde in nova cerkev in Afrika. v Afriki. Ja, Heidi will dann nochmal Urlaub machen. Ajde, še eno dopusta. Ja, leider ist es bei uns anders. Žal je pri nas drugače. Wir waren Samstag vor 8 Tagen in Frankfurt V soboto pred 8 dnevi so bila v Frankfurtu für Freimission za eno misijsko delo. und große Musik aus Amerika und Trara und was Imeli weiß so ich. veliko skupino iz Amerike, hom pa pom. Und neben mir saßen 2 junge Mädchen. Poleg mene so sedeli 2 mladi dekle. Ich wollte ihnen zu lesen geben. Nö, haben gesagt, wir sind Atheisten. Sem dal njima dati nekaj za štiri, ste pravi, ne, še, mi smo ateisti. Der Krieg ist so schlimm, aber sie rufen noch nicht nach Gott, waren ukrainische Mädchen, ja. To ste bile 2 Ukrajinke. Bojna je zelo strašna, ampak je še ne tako strašna, ker bi ljudje kričali za Bogom. Aber ich bin froh, dass wirklich der Missionar gleich Leute hatte, der gleiche Missionar, der den Polizeichef und so hatte. In jaz sem der sagt, zelo ja, wir gehen hvaležen, dahin. Bogu, da je te misionar, tisti, ki ima to policaja tu, Ja. da je včasih imel ljudi. Und wir haben auch etwas anderes, ich habe das sehr schön empfunden, denn bei diesem ersten Gottesdienst unter dem Baum, Ko sem jaz osebno videl kot zelo lepo pri našem prvem bogoslužju pod tem drevesom, fing es an zu regnen. je začelo deževati. Und es war unsere erste Versammlung mit ihnen. Nicht? In Ich to, sage, okay, dann müssen wir Schluss machen. to je bilo naše prvo bogoslužje z njimi in te sem jim pravil, dobro, ti pa moramo končati, ne? Nein, nein, haben sie nicht Schluss machen. Sem pravili so mi, ne končamo. Sagt die Frau, kommt alle in mein Haus, kommt alle in mein Haus. Ne, ženska tista je pravila, ne, pridite si v mojo hišo. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal ein afrikanisches Haus gesehen habt. Ja ne vem, če ste že videli afrikansko hišo, Da saßen sie zu zweit auf einem Stuhl und übereinander. Tam so Aber sedeli- nein, bleib und predige tam weiter. sta sedela 2 na enem stavcu, eden gor na drugem skoraj, ampak pravili so, Ja. ne, ostane, prid gre dole. Das ist wichtig. Ehrfurcht vor Gott. To je Gottes pomembno, da imamo strahu spoštovanja pred Bogom. Mich beschäftigt ein Wort, das wir miteinander behandeln wollen. Mene, jaz premišljujem eno besedi, štiri roščenka skupaj pogledamo. Und unser Text wird sein, so Gott will, In naš tekst, štiri ga bomo prešteli, 2. Thessalonicher je 2. Tesaloničanom und von Vers 1. od prve vrstice. Wir bitten euch aber, Brüder, betrefft der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm, Kar pa zadeva prihoda našega Gospoda, 2. Tesaloničanom, drugo poglavje, od prve naprej. Kar pa zadeva prihoda našega Gospoda Jezusa Kristusa in našo združitev z njim, lasst euch nicht so schnell
aus der Fassung bringen Vas prosim, bratje, da se ne pustite tako izbegati oder v umu gar in Schrecken jagen, in vznemiriti, weder durch einen Geist, noch durch eine Rede, noch durch einen angeblich von uns stammenden Brief. ne po kakšnem duhu, ne od besede, ne od kakega pisma, kakor da je od nas. Als wäre der Tag des Herrn schon da. Češ, da je Gospodov dan že nastopil. Niemand soll euch irreführen in irgendeiner Weise. Naj vas nihče ne vara na kakšen koli način. Also keine Angst. Torej, naj vas ne re strah, Lasst euch nicht in die Irre führen. ne dajte se zaveste. Ich habe so für mich gedacht, Jaz sem to tako za sebe mislil, was hat die Gemeinde Nuskova mit der Gemeinde in Thessalonik? jaz sem si to Gemeinsam. predstavljal, ko ima cerkev v Nuskovi z cerkvijo v Tesaloniki skupnega. Haben wir etwas Vergleichbares Imamo kaj podobnega mit Thessalonik? z Tesaloničani. Habt ihr? Imamo kaj? Ihr wisst noch nicht. Še ne Gleichen vem. Vater, gleichen Sohn, Istega očeta in sina. okay. Wir hatten ja unsere letzte Konferenz im Juni V juniju smo imeli našo zadnjo konferenco und das Thema hat ein junger Mann gewählt und die Leitung hat das angenommen. Temo od konference je mlad moški zbral in vodstvo je to sprejelo. Und diese Konferenz hatte den Namen Nächste Generation. In tema konference je bila naslednja generacija. Nächste Generation. Naslednja generacija. Und ich weiß nicht, ob das hier gibt. Letzte Generation. Ne vem, če to tu obstaja, ali obstaja tudi zadnja generacija. Das Gretel von Norwegen. To je tista Greta iz Norveške Oder ist die spostavila. Schweden, oder? Švedska ali Norveška? Greta. Ja, da irgendwo vom Norden. Ja. Tom za severa v glavnem. Und die sind die letzte In Generation. to ona pravi, da je to zadnja generacija. Und diese ganze Bewegung hat auch Einfluss auf die Gemeinde. In zato to celotno gibanje ima vpliv tudi na cerkev. Nämlich die nächste Generation. Torej, naslednja generacija Und es ist so eine neue Kirche entstanden. in to, kar gradila je takšna ena, pod narekovaj, nova cerkev. Und zwar heißt diese Kirche, wir müssen up to date sein. To pomeni, mi moramo biti obnovljene, Ja, up to date. ja, znova nadgrajene. Everybody speaks English. Vsi učite angliški, ne? Amen. Nein, noch nicht. Aber letzte Generation. Torej, zadnja generacija, ne? Aber wir bei uns, vor allen Dingen die jungen Pastoren, sagen, unsere Gemeinde muss zeitgemäß sein. Pri nas pa naši mlajši pastori predvsem pravijo, naša cerkev mora biti času primerna. Neu, der Zeit angepasst. Torej, prilagojena čase. Nicht so hier so singen das Regen des Segens. Ne takšne pesmi, da popevamo samo o blagoslovi. Treba se gibati, plesati. Ihr wisst nicht so. Und nicht da Licht an und hell und was, Ne tu po svete gor in svetlo tako, sondern alles schwarz und ampak mora biti vse črno. dann Rauch, In te še dimne za stvari Blitz. Und in lajčov, Ja. strele. das brauchen wir. Dann kommt die Jugend. To nucamo, te pridejo mlade. Und ich hatte den Eindruck, Gott sagt mir was anderes. Jaz sem pa imel občutek, da mi Gospod pravi nekaj drugega. Und dann habe ich gesprochen über die erste Generation. In te sem govoril o prvi generaciji. Wir sind nicht die letzte Generation. Mi smo ne zadnja generacija. Wir wollen auch nicht die nächste sein, Tu ne želimo biti naslednja generacija, sondern wir wollen die erste Generation. ampak želimo biti ta prva generacija. Wirklich? Resno? Denn das Programm ist up
up-to-date, also jetzt zeitgemäß. Torej, program je bil biti sodoben čas ali na novo usmerjene. Oder Jesus sagt gestern, heute und Ali nein, pa, nein, und neue Generationen. ali pa Jezus pravi včeraj, gnes in nova generacija. Nein, sondern derselbe. Ne, ampak pravi, da je iste. Und so möchte ich mit euch mal anschauen, In to bi rad z vami rad pogledal, wie hat die erste Generation ausgesehen. kako je izgledala prva generacija. Und wir werden ein paar Bibelstellen lesen. Habt ihr eure Bibel In mitgebracht? par biblijskih vrstic si bomo prešteli, ste vzeli si v svoje Biblije? Habt ihr die Imate si Bibel? auf? Ja? Gut. Dobro. Überall bei der Bank sagen sie Papier wegwerfen, nur noch. Digitalno. Vse posebej pravijo na banki in vse posebej papirno, ljudcem vse je digitalno. Ich will immer noch die Papierbibel. Je pa šesko še tako mora to z papira. Okay. Auf jeden Fall, als wir in Vietnam waren, Na vsak način, da so bili v habe Vietname, ich gesagt, ja, schlagt mal die Bibel auf. ti sem pravil, daj odprite svoje Biblije Und dann haben die alles Handy rausgeholt. in te so vsi vzeli telefone ve. Und ich war erstaunt. In bil sem presenečen. Und da schau mal wieder, liebe Gott, Gebete erhört. In te sem pravil, glej, kako dragi Bog usliši molitve. Der Leiter dieser Gruppe hat gesagt, Bruder Waldemar, wir danken dir, du hast 4000 Neue Testamente in Vietnamesisch gebracht. Vodja te cerkve je pravil, brat Valdemar, hvaležni smo te, kad si 4000 novih zavez pripeljal v Vietnam. Und unser Programm war jedem Chinesen eine Bibel. Naš program pa je bil, da Jedem vsakome Vietnamese. Kitajce ali Vietnamce Biblijo. Und auch meine Brüder haben gesagt, du spinnst. 1 Milliarde Leute, wie willst du da jedem eine In moji Bibel? bratje so meni tudi pravili, pa Valdemar, pa ti si malo nori, pa koliko, 1 milijarda je, gdje imaš neko Bibliji. Und seht, wie die Kommunisten dafür gesorgt haben, dass unser Gebet erhört In ist. vidite, kako so komunisti poskrbeli tako, so se naše molitve uresničile. Nämlich, die sorgen dafür, dass im Handy die Bibel ist. Kajti oni so poskrbeli za to, da je v telefoni Biblija. Nicht nur Chinesisch, die können auch noch Deutsch und Englisch lesen. Ne samo kitajski, ampak tudi nemški in angliški lahko štejo. Halleluja. Okay, so lesen wir mal. Preštimo tako. 1. Thessalonicher Kapitel 5. Prvi Tesaloničanom 5. poglavje. Und alle können Slowenisch oder sollen wir auch Deutsch lesen? Vsi Oder? znate slovenski ali pa moš tudi nemški štele? Wer kann kein Deutsch? Što ne zna, ne ve nemški? Ja, können wir auch nur Deutsch sprechen. Te pa reko prevajalca krajte, ne bomo samo nemški učili. Aber machen wir. Torej, napdajmo. Prvi Tesalonika 5, 5, Vers 6. 6. vrstica. Ich lese euch das Deutsch. Heute soll das Wort Gottes herrschen hier. No, Ignes prevlada Božja beseda tu. Und dann werden wir das in eurer Sprache noch In lesen. potem še štele v vašem jeziku. So, hört zu, po Deutsch. So lasst uns auch nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Denn die da schlafen, die schlafen des Nachts. Und die betrunken sind, des Nachts betrunken. Wir aber, die wir den Tag angehören, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung des Heils. Und jetzt hört zu, Vers 9. Denn Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt, sondern zum Besitz des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, also schlafen darf man auch, zugleich mit ihm leben sollen. Darum ermutigt einander und erbaut einer den anderen, wie er auch tut. Wir bitten euch aber, ihr Brüder, anerkennt diejenigen, wen? Anerkennt wen?
welche an euch arbeiten. Wisst ihr, wer an euch arbeitet? Znate što na dvome dela, to 12 vrstica ono zaštej. Zeigt mal auf jemanden, der an euch Pokažite na arbeitet. tistoga štere dvome dela. Ja, zeigt mal auf einen, der an No, euch arbeitet. pokažite što dvome dela. Okay? Diejenigen, welche an euch arbeiten und euch im Herrn vorstehen und euch ermahnen. Haltet sie um ihres Werkes willen, desto größerer Liebe wert. Lebt im Frieden mit ihnen. Ponjatno, verstanden? Ste razumeli? Ja, eine Gemeinde in Deutschland, das war eine Flüchtlingsgemeinde. Ena cerkev v Nemčiji, to je bila cerkev s beguncami. Wir haben gebetet, Oni so molile das ist kein Witz, in to je najvic. die haben gebetet, lieber Gott, halt unseren Prediger demütig. Molili Das, so, dragi Bog, drži našega pastora, prosim, ponižno ga. aber dass er arm bleibt, dafür sorgen wir. Ampak zato, kada ostanu siromašen, zato bom pa mi poskrbeli. Ponjatno, Razumete? halt den Prediger demütig, Drži pastira ponižnega, aber dass er arm bleibt, das ist unsere Aufgabe. zato pa da je srmošen, pa je naša naloga. Ja, wir ermahnen euch aber, Brüder, verwarnt die Unordentlichen, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an, seid geduldig gegen jedermann. Seht zu, dass niemand Böses mit Bösen vergelte, sondern trachtet alle Zeit danach, Gutes zu tun. Einander und an jedermann. Seid alle Zeit fröhlich. Zmeraj se veselite, Hallo. Seid alle Zeit fröhlich. vsesko ste budete veseli. Betet ohne Unterlass. Seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Den Geist dämpft nicht, die Weissagung verachtet nicht, prüft aber alles. Das Gute behaltet. Enthaltet euch des Bösen in jeder Gestalt. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib werden unsträflich bewahrt bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch beruft, er wird es auch tun. Brüder, betet für uns. Grüßt die Brüder alle mit dem heiligen Kuss. Hallo, hier ist ein Auftrag. To je naloga, Brüder, bratje, mit heiligen Kuss. Wer sitzt, z so, svetim poljubom se pozdravljajte. wer sitzt da mit einem Bruder zusammen oder mit Što seiner Frau? sedi kjer z šerim bratom ali sestrov, Bei der Trauung sagt man, und jetzt dürfen Sie die Braut küssen. pri poroki po seselske opravi in zdaj lahko poljubite nevesto. Und hier ist auch eine Aufforderung in der Versammlung. In tu je celo zapoved za bogoslužje. Und ich sehe, dass keiner der Bibel gehorsam In ist. vidim, ka nišče ne Boga Biblija. Bitte? Ach, vor der Tür schon gegrüßt. Okay. Pred vratami smo to že delali. Okay, so, jetzt hören wir das auf und hört gut zu. Das ist wichtiger, was er euch sagt oder ich, was wir hier lesen. To, ko bomo zdaj prešteli, zelo pomembno, lepo spremljate od 6. vrstice, daj še enkrat gor. So, Zato nikar ne spimo, kakor drugi, ampak bodimo budni in trezni. Tisti namreč, ki spijo, spijo po noči, in tisti, ki se opijajo po noči. Mi, ki pripadamo dnevu, pa bodimo trezni. Oblecimo si oklep vere in ljubezni, za čelado pa upanja odrešenja, kajti Bog nas ni namenil za jezo, ampak zato, da pridemo do odrešenja po našem Gospodu Jezusu Kristusu,
ki je umrl za nas, da bi mi, pa naj bedimo ali spimo, živeli skupaj z njim. Zato tolažite drug drugega in drug drugega izgrajujte, kakor to že delate. Prosim pa vas, bratje, zavedajte se, kdo so tisti, ki s trudom delajo med vami in so vaši predstojniki. V Gospodu ter vas opominjajo. Zaradi njihovega dela imejte do njih največje spoštovanje in ljubezen. Živite v miru med seboj. Opominjamo pa vas, bratje, opozarjate tiste, ki nočejo delati. Tolažite malodušne. Podpirajte slabotne. Bodite potrpežljivi za vsemi. Glejte, da bi kdo ne vračal komu hudo za hudim, ampak si zmeraj prizadevajte za to, kar je dobro za vas in za vse. Zmeraj se veselite, nenehoma molite, v vsem se zahvaljujte, kajti to je Božja volja v Kristusu Jezusu glede vas. Duha ne ugašajte, proroštvo ne zaničujte, vse preizkušajte in kar je dobrega obdržite. Zla pa naj bo kakšnokoli, se vzdržite. Sam Bog mirov naj vas posveti, da boste popolni in vse, kar je vašega, duh, duša in telo, naj bo ohranjeno, neoporečno, dokler ne pride naš Gospod Jezus Kristus. On, ki vas kliče, je zvest in bo izpolnil. Bratje, molite tudi za nas. Pozdravljajte se za svetim poljubom, vse brate. Roti vas pri Gospodu, da preberete to pismo vsem bratom. Ok, to smo že nehali. Okay. So, war das auch, dass man sich küssen soll? Je tudi to pisalo, ko se moram priljubiti. Ja. Okay. Und dass der Brief vorgelesen werden soll? In tu je tudi to šteka, to pismo moramo prešteti. So haben wir unsere Pflicht erfüllt. Torej, našo nalogo smo izpolnili. Amen. So, wir haben getan. Und ihr dürft oder sollt oder müsst das noch tun, wenn ihr es nicht gemacht habt, kommen. Mi smo zdaj to nalogo ti upravili, na vas pa je zdaj, kot vi ste napravili. Aber, weil wir uns mit dem Thessalonicher Brief beschäftigen wollen, die nächsten Versammlungen. Zato pa, ker se šemo na naslednjih bogoslužjih ukvarjati za Tesalonike, denke ich, wird es gut sein, wenn wir die Thessalonicher Gemeinde kennenlernen. Mislim pa, da je zelo pomembno, da spoznamo to cerkev v Tesaloniki. Denn wäre es gut, solche Gemeinden zu haben, wie da beschrieben sind? Ali bi bilo dobro imeti takšne cerkve, kot so ti opisane? Amen. Haben wir das alles schon? Imamo že kaj takšnega? Brauchen wir noch was? Nucamo še kaj? Nicht zeitgemäß, sondern nicht letzte Generation, sondern erste Generation. Ne mislim zdaj to, če je to zdaj sodobno s časom ali kot zadnja generacija, ampak kot prva Wie generacija. ist die Gemeinde in Thessaloniki entstanden? Kako je cerkev v Tesaloniki nastala? Wir haben das Gemeindeprotokoll im Apostelgeschichte. Protokol od tej cerkve o nastanke imamo v apostolskih delih. Der Apostel Paulus war mit einem Team unterwegs. Apostol Pavel je bil z eno skupino na poti. Er hat ein paar Brüder mit sich gehabt, von Frauen wissen wir nicht. Imel je par bratov vseh, o žensk sicer nič ne piše. Und er hatte den Eindruck, Gott ruft ihn nach Europa. In imel je občutek, da ga Bog kliče v Evropo. Er hat hier versucht und dort versucht. Probe Und ton in überall ton. waren die Türen zu. In vse posebej so bila vrata zaprta. Und dann kam er nach Troas In ti je prišel v kraj Troas v Aziji und hat einen Traum in je imel sanje und sieht im Gesicht, ein Mann ruft, erkannt hatte ihn wahrscheinlich an der Kleidung, in je videl enega človeka, verjetno ga je poznal po oblekih. aus Mazedonien. Das In te kennt človek ihr bi auch. naj bil So- iz Makedonije. Ja, es ist hier auch in der Gegend. To je najdaleč otec. So, und dieser Mann sagt, komm, hilf uns. In te človek je pravil, pridi, pomagaj nam. Und Paulus hat gesagt, okay, gehen wir nach Europa. In te je Pavel pravil, ajde, idemo v Evropo. Und er ist mit seinem Team nach Philippi gekommen. Torej je potem šel za svojo skupino ljudi v Filipe Und die Geschichte steht in Apostelgeschichte 16 in ta zgodba je zapisana v apostolskih delih 16 und im Kapitel 17. in v 17. poglavje. Und er kam nach Philippi Prišel je v kraj Filipe, in Europa. Das war eine Kasernenstadt. Da war das römische Militär
angesiedelt. To je že bilo v Evropi, to je bila v bistvu kot Karola, ki je bila rimska vojska Und nastanjena. er kam dorthin und hat gesagt, wo ist die Gemeinde hier? In pride tja in pravi, kje je pa tu cerkev? Wo ist die Versammlung? Kje je bogoslužje? Wie wir in Afrika gemacht haben. Da Habt ihr was- Versammlung gehabt? Tako so mi to napravili v Afriki. On se Wie ti war pital, euer Gottesdienst? koliko je bilo vaše bogoslužje? Und die Leute in Philippi haben gesagt, wissen wir nicht, kennen wir nicht. In te ljudje v Filipih so pravi, ne vemo, to mi ne poznamo. Und das war eine Seltenheit. Nicht mal eine jüdische Synagoge gab es in den In Philippi. to je bilo zelo redkost, da niti sinagoge židovske ne bilo tam v Filipih. Ein Glück ist keine Versammlung, brauchen wir nicht in die Gottesdienst gehen. Hvala Bogu je negativ cerkve, ne trebeti na bogoslužje, bi pravili ništa. Ne. Nein, die erste Generation war anders. Ne, prva generacija je bila drugačna. Nein, es gibt keine Gemeinde hier. Torej, tu njega cerkve, Ja, aber es muss doch Leute geben, die hier beten. pa tu pa mora nekši ljudje biti, ki molijo. Und sie haben sich erkundigt. In so se spitavale. Und das ist wichtig, auch wenn ihr in Urlaub fahrt, erkundigt euch, wo die nächste Gemeinde ist. Wo In die to je tudi nächste za vas, Versammlung- se tudi dojete na dopust, pitete, kje je tu naslednja cerkev. Nicht wie der eine Prediger gesagt, 3 Wochen kein Bibel lesen, ich bin im Urlaub. Ne, tako kot en predgar pravi, zdaj se na dopustu, 3 tedne ne bom Biblije štel. Okay, sie haben sich erkundigt Torej, one so s tom pozanimale und dann haben sie irgendwo gehört, in te so čule nekaj. ja, da am Fluss, da sind so ein paar Weiber, die Tom, doj pa reke, to je par žensk, nekaj ona ton. ja, und die beten. One molijo. Wo? Kje? Na, am Fluss, geht mal, ihr werdet schon fit. Tom pri reke, veste, je pa že našle. Und dann ging Paulus mit seinem Team dahin In ti je šel Pavel sa svojo skupino tja und er kam zu den Frauen. in je prišel do teh žensk. Und ihr wisst ja, Emanzipierung und alles, das war ja früher ein bisschen anders. In znate takrat moški ženske, te razlike, to je bilo prej malo bolj drugačno. Auf jeden Fall, er traf die Frauen Torej, one srečne ženske und irgendwie haben sie ihm das Wort gegeben. in to so njimi dale te besedo. Ich weiß nicht, was die Frauen und zu wem sie gebetet haben. Ja ne vem, koga so te ženske molile Und dann, was passiert? in kaj se je zgodilo. Paulus hat Jesus gepredigt. Pavel je predgo Jezuse. Die erste Generation, Prva generacija, erste Missionsreise, prvo misijsko potovanje, erster Dienst in Europa. prva služba v Evropi, Betende Frauen ženske, ki molijo, pridejo k Jezuse. und der Erfolg aus dieser Versammlung, In uspeh tega bogoslužja, eine Frau, ena ženska die sich bekehrt hat. se je spreobrnila Und von ihr heißt es, in v njej je zapisano, dass Gott ihr das Herz aufgetan hat. v njej je zapisano, kaj njej je Bog odprl srce. Und das ist wichtig, dass Gott unser Herzen öffnet. In to je pomembno, ko Bog odpre naša srca. Nicht nur, wir gehen nach vorn und sagen, Jesus ist mein Herr, sondern wirklich, Gott öffnete ihr Herz. Mit aller Ne Konsequenz. samo, ko priješ naprej in poveš, ja, Bog mi je odprl srce. Ne, ampak resno, Bog mi je odprl Und srce. dann haben sie gesagt, toll, wir müssen weiter solche Versammlungen machen. In te so pravili, ja, super, moramo še naprej delati s temi bogoslužjami. Und sie waren bereit, dort zu bleiben und weiter zu In predigen. bili so pripravljeni to ustoti in dole predgate. Und auf einmal kriegten sie tolle Gratis-Reklame. In te so naenkrat dobili super brezplačne reklame. Die brauchen keine Plakate kleben, Ne je trebalo delati plakate, keine Traktate ne verteilen, letake delite, sondern eine Frau lief rum und hat richtig verkündet. ampak ena ženska je hodila okoli in tako redno oznanjala. Sie sagt, das sind Männer, heilige Männer, die verkündigen euch den Wert des Heils. Pravila je, to so možje, sveti možje, oni oznanjajo nauk zveličanja, odrešitve. Und Paulus könnte zu seinem Team sagen, toll, was? In Pavel bi rekel v svojo skupino, da super je, ne? Haben wir Reklame, brauchen wir nicht bezahlen. Pravim, brezplačno reklamo malo, ne treba plačati. Was die Frau sagt, ist richtig. In to, ko ženska pravi, to je celo resnica. Leute, hört auf das, was die Frau Ljudje, sagt. poslušajte to žensko. Und hier lesen wir, das hat sie einige Tage gemacht. In tu štemo, da je ona to kar nekaj dni delala. Und anstatt Paulus dafür dankt,
und sagt, du wirst Ehrenmitglied bei uns. In Na mesto, unserem ko bi Pavel pravil hvala in bi njej pravil, da boš taj častni član v naši skupini, Was passiert? ko se je zgodilo? Raus, Satan! Satan ide ven iz njej. Und das ist mir eine wichtige Botschaft. In to je za mene pomembno sporočilo. Das, was diese Frau sagte, war richtig. To, ko je ta ženska povedala, je bilo pravilno, Aber der Geist war falsch. ampak bil je napačen duh. Und das ist, was heute passiert in vielen Versammlungen. In znate, to je, ko se gnezdi in v mnogih cerkvah dogaja, Wie man bogoslužjih, die Seele herrichtet, wie man Musik macht. ko dušo prirejajo, ko glasbo prirejajo. Und manchmal könnte man sagen, wenn ich verstehen würde den Text, den die singen, da würde ich Amen dazu sagen. In včasih si mislim, če bi vsaj besedilo rozmo, ko popevljajo, te bi lahko amen so pravo. Alles ist englisch und elektrisch, aber ich verstehe nicht. Vse je angliško in električno, ampak ja nikoli ne razumem. So, darum nimm nicht an, wenn du hörst, was sie sagen, ist richtig, aber welcher Geist steckt dahinter? Ne sprejeti vse, tudi če se dobro vidi, ampak kateri duh je za tem. So hat Paulus erkannt In to, kar je Pavel und spoznal. er sagte, diese Reklame wollen wir nicht. Diese Werbung akzeptieren wir nicht. In je Pavel pravil, ne, to reklamo, to mi ne ščemo imeti, to ne sprejemamo. Satan raus. Satan ide ven. Amen. Satan raus. Satan ven. Und dann kam die große Erweckung. Ja? In potem je prišlo to veliko prebujenje. Nein, Nee. Paulus hat erlebt, die Lydia hat ihr Herz geöffnet, Pavel je videl, da je Lidija odprla svoje srce, sie hat ihr Haus geöffnet svoje hiše je odprla und er ist eingeschlossen worden. in njega so pa zaprle. Auch ein herrliches Resultat. To je dober izid, ne? Ein offenes Herz, Odprejte ein srce, offenes Haus odprejte hiša und ein geschlossenes Haus. in zaprejte hiša z druge strani. Und ich frage mich, wie die Lobpreis gemacht haben. In kaj se spritavljen, kakšno slavljenje so Die imeli? Füße waren im Stock, Noge so bile v die oklepih, Hände festge. tudi roke so bile Und zvezane jetzt klatscht mal in die in Hände. zdaj probaj ploskati, da so to zvezane. Ist nicht so leicht. Ne je tako enostavno. Aber sie konnten singen und Gott loben und preisen. On dva sta pa lepo popevala in Boga slavila. Halleluja. Wie in Nuskova. Tako v Hier, Nuskovi. Wie der Bruder, Gitarre da, alles hier. Tako s kitaro, tako Schade, v Švicaš. die ruhen sich heute aus. Je škoda, Wahrscheinlich da te tudi se ne spočivajo. morgen kommen die dran. Amen. Vidite, da na vrste. Okay. Und Paulus In Pavel hat wirklich da ordentlich Prügel bekommen. In Pavel je tom rejsan dobo redne batine bi pravile. Und er hätte mit Silas sagen können, na, tut's weh? In za silo bi rekel, dobro, takoj boli. Kannst du mich mal hinten Da kratzen? bi rekel, an malo der nazaj, Nuss? pa ti poškrabaš malo pečej. Kannst du mal deine Hand auflegen? Mi rekel, poludi svojo roko gor. Nein, sagt er leider nicht. Ne, ne, zvezane Stell so. dir vor, Predstavljate se, Hände und Füße roke in noge, festgebunden. zvezane trdno v Das oklepih. Einzige, was los war, Edino, kar je bilo prosto, war die je Zunge. bil jezik. Und sie haben gepriesen Gott. In ona dva sta slavila Gospoda. Ich hörte mal einen farbigen Predigen darüber, über diesen Text. Jaz sem enkrat čul prigati enega črnca o tom tekste. Der hat gesagt, Paulus und Silas haben so gesungen. Pa to, kar prav, Pavel in Sila sta tako popevala, Die haben so gesungen. tako sta popevala. Die Engel, die alle da waren. In vsi angeli, ki so bili tam, Einer ist aus Versehen ans Gefängnis mit dem Fuß gekommen. eden je po nerodnosti vdoril gor na tiste oklepe Und das Gefängnis hat gezittert. in strausilo se je Und cel zatvor sie sind alle frei geworden. in sta se osvobodila. Das kann man alles lesen, steht hier drin. To je tu zapisano. Ein spannendes Buch. To je napeta knjiga, ne? Tolle Geschichten. Dobra zgodba. Wenn du gute Geschichten hören willst, lies die Bibel. Če ščeš čuti prešteti dobre zgodbe, te bere Biblijo. Und endlich sind sie freigekommen. Končno sta bila svobodna Und was machen sie? in ko delata? Sagen einmal und nicht wieder. Die Europäer, das ist schwer. Pravila das sva se Pflaster. verjetno enkrat, pa nikoli več te Evropejce. Oi, 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 das ist aber schwer in Europa zu V evangelisieren. Evropi v Grizerti je pa žmetno, ne? Du, wir gehen lieber wieder zurück. Ideva raje še nazaj Vielleicht nach Jerusalem. v Jeruzalem, ne? Nein, Ne, sondern
es heißt hier, sie sind weitergegangen. Ne, ampak tu je zapisano, da sta šla naprej. Und jetzt sind wir bei Apostelgeschichte 17. In zdaj smo v apostolskih delih 17. Und da heißt es, sie reisten aber nach Amphipolis, nach Apollona und kamen nach Thessalonik. Potovala sta skozi Amfipolo in Apolonijo ter prispela v Tesaloniko. Das kenne ich nicht, da war ich noch nicht, aber in Te kraje ne Thessalonika, spoznam, tu sem ne bil, ampak aber Tesaloniko ja. Thessalonika habe ich schon öfter gepredigt, V Tesalonikih sem že večkrat wo predval. eine Synagoge der Juden war. To je bila shodnica, se pravi sinagoga židovska. Und hier steht eine weiter wichtige Information. In tu je naslednja zelo pomembna informacija. Paulus aber ging nach seiner Gewohnheit zu ihnen hinein und redete an 3 Sabbaten mit ihnen aufgrund der Schrift. Pavel pa je po svoji navadi šel mednje in 3 sobote zapovrstjo razpravljal za njimi iz pisem. Ja, und erläuterte und darlegte, dass Christus leiden, von den Toten auferstehen musste und dass dieser Jesus, welchen ich euch verkündige, so sprachen sie, der Christus sei. Und etliche von ihnen ließen sich überzeugen und schlossen sich Paulus und Silas an, auch von den gottesfürchtigen Griechen eine große Menge und von den vornehmsten Frauen nicht wenige. Soweit. Okay. Pavel pa je po svoji navadi šel mednje in 3 sobote razpravljal za njimi iz pisem. Jim je razlagal in dokazoval, da je Mesija moral trpeti in vstati od mrtvih. Ta Mesija, je govoril, ki vam ga jaz osnanjam, je Jezus. Nekateri od njih so se dali prepričati in so se pridružili Pavlu in Silu. Prav tako pa tudi precej Grkov, ki so častili Boga, med njimi ne malo uglednih žena. Nämlich, noch einmal, in Philippi waren nur die betenden Frauen am Fluss. Torej, še enkrat, v Filipih so bile samo tiste žene, ki so ob reki In molile. Thessalonicher waren die Juden schon da. V Tesalonikih tam so pa že Židje bili. Und die haben schon über Gott Jehova gesprochen. Oni so že gučali o Bogu Jehove. Aber sie haben Jesus nicht gekannt. Ne so pa poznali Jezusa. Und da gingen sie hin, Torej so šli tja. um nicht mit den Juden jüdische Religion zu verbreiten, Nekaj bi za Žide razpravljali o židovski religiji, sondern das Evangelium. ampak evangelij. Ich hörte mal Levi Petrus predigen. Ker sem čul enkrat Levi Petrusa Er war predigati, ja der Begründer in Schweden der Pfingstbewegung. on je bil ustanovitelj binkošnjega gibanja na Švedskem. Und er wurde eingeladen, und damals war das Thema Geistestaufe sehr gefährlich und nicht gewollt und sehr umstritten. In on je bil enkrat povabljen, da bi naj predigal, in takrat je bilo prediganje o krsti v svetu duhe zelo delikatna stvar, celo prepovedano. Und Levi Petrus sagt, ich wurde zu den Baptisten eingeladen. In Levi Petrus je pravil, mene so povabili baptiste. Und er hat gesagt, was soll ich da predigen? In sem pravil, pa ko na tom predigan? Das sind die Baptisten. Pa to so baptiste. Da kann ich doch nicht über die Geistestaufe predigen. Pa tu ne morem gučati o krsti v svetu duhe. Ich bin das erste Mal da. Pa prvič sem tu. Und wenn ich jetzt über Geistestaufe anfange, Pa zdaj, če me guča o krsti v die duhe, werden mich nie wieder einladen. nikdar me več ne pozovejo. Und er sagte, wenn ich schon da bin, Pa dobro, pa če sem že tu, Taufe, Wasser wissen Sie, Gemeinde, Bekehrung wissen o krsti vode znajo, o povrnenju vse Sie. znajo. Und was soll ich da predigen? Torej, ko naj predigan? Dann kam er nach vorne Ti je prišel naprej und er sagte, ich weiß, was ihr denkt. in je pravil, jaz znam, ko si vi mislite, Wenn der Pfingstler kommt, da binkušnik pride, dann wird er über die Geistestaufe predigen. tede pridigo o krsti v svetu duhe. Stimmt, das denkt ihr doch alle. Ich Pa will to si vi si višno tako mislite. und ich will euch nicht enttäuschen. In jaz vas ne še razočarate. Und dann predige ich über die Geistestaufe. In te je pridigal o tem. Und hat das Evangelium der Geistestaufe gepredigt. In je predigal evangelij o krsti v svetu duhe. Das ist mir wichtig, wenn ich an neue Plätze komme.
To je meni zelo pomembno, da pride na novo mesto. dass ich Ihnen nicht nur erzähle, was Sie schon wissen, sondern das, was Sie wissen müssen. Da ne povem samo toliko že znajo, ampak toliko morajo znati. Darum habe ich an unserer Konferenz Zato so na naše konference nicht über nächste Generation, ne gučo o naslednji sondern ich generaciji, sage, Brüder, was wir brauchen, erste Generation. ampak sem prav, brate, ko minuto je prva generacija. Dass wir so werden, wie wir am Anfang waren. Da to gratamo, kot smo bili na začetku. Der am Anfang begonnen hat, Kdor je na začetku začel, der ist der Richtige. te je pravi. Und hört gut zu. Dobro me poslušajte. In Judas 3 heißt es, V Juda 3 je zapisano, kämpft für den Glauben, borite se za to vero, der sich immer erneuert, der immer, ki se vedno immer obnavlja und immer größer wird. in vedno raste. Nein, Nee. kämpft für den Glauben, Ampak borite se za to vero, der ein für alle Mal den Heiligen gegeben worden ist. ki je enkrat za vselej dana sveten. Amen. Ja, lies mal. Le, ko ste doj preštejte. 3, 4, alle zusammen. Svetim izrečeno enkrat za vselej. Ja. Ist das da? Kämpft? Ja. Bojujte se za vero, kämpft für den Glauben, der den Heiligen übermittelt wurde, ist einmal für Ewigkeit. Amen. So, Paulus kommt also nach Thessalonik Torej, Pavel prišel v Tesalonike und erlebt, was wir hier gelesen haben. in on je živo to, ko smo tu prešteli. Und das lesen wir noch einmal für uns. In to preštemo še enkrat za nas. Kapitel 17, bitte. Lies Apostolska dela 17, von Vers 1. od prvega vrstice naprej. Potovala sta skozi Amfipolo in Apolonijo ter prispela v Tesalonika, kjer so ljudje imeli shodnico. Pavel je po svoji navadi šel mednje in 3 sobote razpravljal za njimi iz pisem. Jim je razlagal in dokazoval, da je Mesija moral trpeti in vstati od mrtvih. Ta Mesija, je govoril, ki vam ga jasno znanjam, je Jezus. Nekateri od njih so se dali prepričati in so se pridružili Pavlu in Silo. Prav tako pa tudi precej Grkov, ki so častili Boga, med njimi ne malo uglednih žena. Amen. Und jetzt lesen wir aus dem Protokoll des Thessalonicher Briefes gleich das erste Kapitel. In zdaj preštejemo iz Tesalonika, gele? Ja, ja. In zdaj preštejemo iz prvih Tesaloničanom začetki prvega poglavja čase. Und was wir hier lesen von Thessalonik, In tako štejemo tu o Tesaloničanih, so geht es mir mit Nuskova. to, je meni za Nuskovo. Und zwar, ihr seid auch erste Generation. Tudi vi ste prva generacija. Prüf mal. Malo preverite. Lies mal gleich vor. Pavel, 1. Tesaloničanom 1.1. Pavel, Silvan in Timotej z Tesaloniške cerkvi o Bogu, Očetu in Gospodu Jezusu Kristusu. Milost vam in mir. Zmeraj se zahvaljujem Bogu za vas vse, ko se vas spominjam v svojih molitvah. Pred našim Bogom in Očetom imamo neprenehoma v spominu vaše delo vere, napor ljubezni in vztrajnost upanja v našem Gospodu Jezusu Kristusu. Vem namreč od Boga, ljubljeni bratje, da ste izvoljeni, kajti naš evangelij ni prišel med vas samo z besedo, ampak tudi z močjo in svetim duhom ter s polno zanesljivostjo. Saj veste, kakšni smo postali med vami in vaše dobro. In vi ste začeli posnemati nas v Gospodu. Besedo ste sprejeli v veliki stiski in z veseljem svetega duha, tako da ste postali zgled v vsem, verujočim v Makedoniji in v Ahiji. Ja, ja. Kajti od vas je Gospodova beseda odekla ne samo po Makedoniji in po Ahaji, ampak je vaša vera v Bogu razširila po vseh krajih. Tako nam o ničemer ni treba govoriti. Sami namreč govorijo o nas, kako ste nas sprejeli in kako ste se spreobrnili k Bogu. Odvrnili ste se od malikov, da bi služili živemu in resničnemu Bogu, ter pričevali iz nebes njegovemu sinu. Tega je obudil od mrtvih, Jezus, ki nas rešuje pred prihodnjo jezo. Und ich lese weiter auf Deutsch, denn ihr wisst selbst.
In zdaj ga preštejem naprej v nemško, Ja, denn ihr wisst, Kapitel 2, drugo poglavje. Sami namreč veste, bratje, dass unser Eingang bei euch nicht vergeblich war, da naš prihod med vas ni bil prazen, sondern wiewohl wir zuvor gelitten hatten und misshandelt worden waren zu Philippi. Wie ihr wisst, gewannen wir dennoch Freudigkeit in unserem Gott, bei euch das Evangelium Gottes zu verkündigen, unter viel Kampf, denn unsere Predigt entspricht nicht dem Irrtum, noch unreinen Absichten, auch keinen Betrug, sondern gleich wir von Gott geprüft und mit dem Evangelium betraut worden sind. So reden wir nicht als solche, die den Menschen gefallen wollen, sondern Gott, der unser Herzen prüft. Denn wir sind nie mit Schmeichelwort gekommen, wie ihr wisst, noch mit verblümter Habsucht predigen, dass wir ein gutes Opfer sammeln können. Gott ist mein Zeuge. Wir haben auch nicht Ehre von Menschen gesucht, weder von euch noch von anderen, da wir doch als Apostel würdevoll hätten auftreten können, sondern wir benahmen uns liebevoll in eurer Mitte, wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt. Und wir sehnen uns sehr nach euch, dass wir willig waren, euch nicht nur das Evangelium mitzuteilen, sondern auch unsere Seelen, weil ihr uns lieb geworden sind. Denn ihr erinnert euch, ihr Brüder, unsere Arbeit und eure Mühe. Wir arbeiten Tag und Nacht, um niemand von euch zu beschweren. Auf jeden Fall, liebe Gemeinde, wir als AVC haben ja voriges Jahr Geburtstag gehabt, wir sind 50 Jahre geworden. Draga crkva, mislim, da ste spremljali te tekst, mi kot AFOC smo lansko leto imeli rojstni dan. Wir sind jetzt Pedisatniki. Mi smo zdaj 50-letnike. Ja, heißt die auch so hier, Pedisatniki? 50-letnike, aber uns sagt man, der hat Abraham. Der hat Abraham. Ja, das ist so Ja, aber cool. po rusku Pedisatniki. 50-letnik je tako imaš 50-ece, ja. 50 let imajo obletnice. Und ich erlebe, dass viele vergessen, wie der Anfang war. In jaz doživljam, da mnogi pozabljajo, kakšen je bil začetek. Und sie vergessen, wie der Anfang war. Pozabljajo, kako je bilo na začetku. Und ich hoffe, ihr habt es gemacht mit eurem alten Pastor, der heimgegangen ist. In jaz upam, da ste vi to doživljali tudi z vašim starim pastorjem, ki je se odselil domov. Und wenn nicht, dann macht das noch mit den alten Brüdern. Če ne, potem to napravite še z vašo starejšo bratjo. Frag den Kussmädchen, frag ihr die. Pitajte iz te starejše, kako je bilo. Setz dich hin. Skupaj se sejte z njimi. Ich mach das Handy an. Jaz vklopim telefon Und jetzt erzähl mal, wie war der Anfang? in mi pozami ti pripoveduj, kako je bil začetek. Ich bedauere das. Meni je žal tega. Ich habe das nicht mit meinem Vater gemacht. Meni je žal tega, ker sem ga to s svojim očetom Ich ne habe das napravil. nicht mit meiner Mutter gemacht. Ker sem to ne napravil za svojo materjo. Niemand kann mir das erzählen. Nišče mi to ne more več povedati. Wie war der Anfang? Kako je bil Wie hat začetek? die Gemeinde begonnen? Kako je začela se crkev? Wir lesen über Thessalonik Tu štejemo o Tesalonikih und wir predigen darüber in predgamo o tem. und wissen nicht, wie die Gemeinde in Moskau Sobota begonnen hat. In ne vemo, kako se je crkev se začela prej v sobote. Ich erinnere mich nur, Jaz se samo als spomnim, ich auf der Bibelschule war, da sem bil v biblijski šoli, gab es einen Bruder, Cornelius Mohr, je bil en brat Cornelius Mohr, das war in den 50er Jahren, to je bilo v 50 letih, da war Mr. Tito noch hier der große Chef. ti je bil še gospod Tito, Tito je veliki šef. Und wenn der Cornelius Mohr, konnte man hören, der geht wieder nach Slowenien. In te se čulo, da te Cornelius Mohr, on že pajde v Slovenijo. Und wir haben uns gewundert, warum der an seinem Auto rummacht
und nicht nur einlädt, sondern der hat darum gebastelt und was. In mi smo se spetavali, zakaj on to nekaj dela na čudne stvari na svoje avtoje in ga navadno ne tovore. Und ich war bekannt mit Cornelius. In ker sem Kornelijo se poznal, Ich war nach Slowenien in je prav vidim, ker v Slovenijo, und überall Bibeln. in vse posede, ki je imel v avtu, ni tudi skrite Biblije. Und wisst ihr, wo er die hingebracht In hat? znate, kom jih je vozil? Nach Moskau. Tudi v Nuskovo. Kennt ihr noch den Namen Cornelius Mohr? Poznate še Cornelius Mohr? Erinnert ihr euch noch Se spominjate tega? an die Brüder und Schwestern, Brate in sestre starejše, die diese Bibeln angenommen haben? ki so sprejemali takrat te Biblije. Wie damals es wirklich vielleicht noch schlimmer war wie heute, wo sie auf dem Handy das Evangelium alle haben. Do takrat je bilo zelo hudo, neko gnezni doma imajo na telefonih svoje Biblije Und ich schließe heute, in gnez zaključen, lasst uns nicht vergessen, die vor uns waren. Da naj- Erste Generation. da noj ne pozabimo na tiste, ki so bili pred nami, na prvo generacijo. Und wir beten, Herr, lass uns so sein. In molimo, bojmo tako, Nicht zeitgemäß. ne samo sodobni s časom, Warum? zakaj? Weil die Zeit böse ist, sagt Jesus. Zato, ker Jezus pravi, da je čas hudoben. So, wenn wir zeitgemäß sein wollen, Torej, če želimo biti časovno prilagojeni, besteht die Gefahr, dass wir böse werden. smo v nevarnosti, da postanemo hudobni. Denn das, was Jesus sagt, Kaj to, ko Jezus pravi, die Zeit ist böse. je to, da je čas hude. Da werden wir morgen drüber sprechen. In bomo jutro o tem govorili. Bleibt nicht zu Hause, Ne ostanite doma, bringt alle mit. pripeljate ostale, Herzliche Einladung. dobrodošli. Und wir wollen sagen, Herr Jesus, In še jim povedati, Gospod Jezus, gib uns Gnade. daj nam milost, Gib uns Gnade, daj nam milost, dass wir uns besinnen, da se, dass wir zurückkommen da pridemo nazaj k sebi, zu dem Anfänger, da pridemo nazaj k začetkom, zu dem Evangelium, k evangelijumu, das einmal gegeben worden ist. k evangeliju, ki je bil Und enkrat wir dan brauchen kein neues in Evangelium. ne nucamo novega Herr, wir evangelija. wollen kein zeitgemäßes, Mi ne ščemo nekega sondern sodobnega, das ewige Evangelium. ampak ščemo večen Herr, evangelij. und dafür brauchen wir dein Wort. Zato nucamo tvojo besedo, Darum wollen wir es lesen. zato Darum ščemo wollen wir štete es lernen. To Darum začnemo wollen wir včiti. drüber in nachdenken. začnemo s čim Darum wollen razmišljate wir beten. in se molite. Und wir beten besonders. In prosimo te posebej, Gib uns bitte, bitte, bitte den Heiligen Geist, daj nam prosim tvojega svetega der duha, uns das Herz öffnet, ki nam odpira srce, der uns Verständnis gibt, ki nam da der uns razumevanje, in die Wahrheit ki führt. nas vodi v resnico. Wir wollen erste Generation Mi sein. ščemo biti ta prva generacija. Herr, wir danken dir für Gospod, diese Gemeindeprotokolle. hvaležni smo ti za te Wir wollen sie zapise immer o tej wieder cerkvi in lesen. vse skozi novo ščemo Herr preštete. Paulus sagt, obwohl es schwer war in Philippi, Pavel pravi, čeprav je bilo v Filipih težko, obwohl sie so geprügelt wurden, čeprav so jih tako premlatili, aber sie haben Freudigkeit gewonnen und sagen, wir müssen weiter das ampak Evangelium. doživeli ste vesele in pravite, ščemo dole Herr, vznanja ich te bete für evangelije. Nuskovo, ich Prosim te bete za für crkve, meine Brüder, za für Nuskovo, za meine naše Schwestern. brate in sestre, Herr, das Evangelium, das zu ihnen gekommen ist, da beseda, ki je evangelij, ki je prišla do dass njih, sie es weitertragen, dass sie da es ga, weiter da ga sagen, dole nosijo, dass neue Plätze naprej es erfahren, povejo, dass neue Gemeinden da entstehen. novi ljudje čujejo, da nove cerkve bodo ustanavljene. Kommt, lasst uns noch beten miteinander. Daj, molimo še skupaj naprej. Halleluja. Gib Gott eine Antwort. Dajte Gospodu odgovor, čestite ga.